Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du hier bist. Es ist zum Heulen. Es ist echt zum Heulen. Was derzeit dieser Tage in diesem Land geschieht, das lässt sich nicht mehr aufschreiben, nicht mehr dokumentieren. Es ist derart viel Abartiges. Wir können nur noch die Richtung erkennen und einzeln im Feld vielleicht Einzelfälle. Das geht. Die sozialen Unruhen haben bereits begonnen, auch wenn wir noch keine Demonstrationen auf den Straßen haben oder solche Dinge. Sie haben begonnen. Und die Willkür und die Staatsgewalt, die hat auch begonnen. Und dass man uns, die ja investigativ unterwegs sind und Informationen in die Welt tragen, um sie zu diskutieren und zu prüfen, dass man uns ganz schnell weghaben will. Und je nachdem, wie viel Follower du hast oder was für einen Kreis das du hast oder in was für einem sozialen Feld das du bist, geht das ganz schnell. Ich habe das über die Jahre selbst mehrfach ganz schlimm auch erfahren müssen. Was heute geht, das ist, es wird breiter. Es wird breiter. Die Spaltung in diesem Land ist derart krass. Der Denunziant hat das Land in der Hand. Und das ist genau dieser Mensch, der für Unfrieden sorgt, für den sozialen Unfrieden dann schlussendlich auch verantwortlich wäre. Er trägt das aber nie. Der Denunziant trägt nie eine Verantwortung. Das ist eine feige Nuss, die selbst mit den eigenen Ängsten nicht umgehen kann. Es sind krasse Beispiele jetzt über die Ostern geschehen mit der Staatsgewalt. Der Arzt Thomas B. in Wettingen wurde von der Antiterroreinheit Argus besucht. I'm sorry. Wenn ich vor meinem Haus, stell dir das mal jetzt in Ruhe selbst vor deinem Haus stehen 30, 40, 50 voll uniformierte, mit Helm, bewaffnet. Und die wollen zu dir, das weißt du. Die wollen zu dir, die wollen dich holen. Bleibst du da in der Ruhe? Glaube ich nicht. Da drehst du, da drehst du. Da brauchst du wirklich Kraft, um in der Ruhe zu bleiben. Ja, und ihn dann nachher aufgrund dieser Unruhe, die da ja geschaffen wurde bei diesem Menschen, ihn dann in die Psychiatrie zu stecken und zu sagen, dass er nicht haftfähig sei, weil er einen psychischen Schaden habe, so quasi, das finde ich dann schon ziemlich bedenklich. So schnell geht's und dann kommt es zum fürsorglichen Freiheitsentzug. Von Fürsorge kann ich darin überhaupt nichts erkennen. Und bislang, ich habe noch nichts anderes gehört, bislang ist er noch immer in der Psychiatrie. Sie lassen ihn nicht raus. Sie wissen wahrscheinlich auch warum. Weil er hält seinen Mund nicht. Zum Glück nicht. Er wird falsch und gehandelt. Das sind ja dann auch Tarife, die dann kommen. Nun ja, dieser Arzt hat sich getraut, dem Covid-19-Drosten mal die Meinung zu geigen. Hat ihn einen Clown genannt und hat ihn aufgefordert, endlich die Verantwortung für sein Tun zu übernehmen.
Das hört man nicht gerne, überhaupt nicht. Dann hat er auf einen weiteren wichtigen Aspekt hingewiesen, der wird abgestritten durchs Band weg und vor allem von jenen, die diese Technik einfach nutzen müssen durch die beruflichen Dinge. Von denen wird er konsequent abgelehnt. Wenn gesagt wird, dass 5G im Verdacht steht, mit dem Covid-19 eine ganz, ganz schlimme Verbindung einzugehen und dass dann das Blut mit weniger Sauerstoff im Hirn ankommt, das Hämoglobin nicht mehr befähigt ist, den Sauerstoff weiterzubringen. Das muss untersucht werden. Natürlich hat er in einem vielleicht ein bisschen überreizten Ton seine Postings gemacht. Er hat zum Beispiel vor Ostern darauf hingewiesen, man muss wissen, er ist Katholik, ein gläubiger Katholik offenbar, hat er darauf hingewiesen, ich glaube, nicht ich weiß oder jetzt ist so, ich glaube, an Ostern wird der Teufel Millionen Menschen grillieren. Er hat niemanden direkt bedroht mit diesem Ausspruch, auch mit allen anderen nicht, was ich gelesen habe, und das habe ich schon vor der Verhaftung gelesen. Er hat nie irgendjemanden bedroht. Er hat klar die Meinung gesagt. Und das müsste auch in diesem Land und überhaupt, vor allem in diesem Land, noch immer machbar sein. Ist es nicht. Das ist es überhaupt nicht. Er hat diesen Zusammenhang für sich gesehen und hat verlangt, dass das untersucht wird. 5G und Covid-19 zusammen. Hat auch darauf hingewiesen, dass Beatmungsgeräte teilweise natürlich bei uns in der Schweiz sind noch nicht so viele so weit mit 5G operieren und funktionieren und dass dann das eben zusätzlich wieder eine Todesursache sein kann. Es ist ein Fachmann, Kardiologe, Virologe, hat seinen Doktor gemacht, hat eine eigene Arztpraxis und hat noch keinen einzigen Covid-19-Fall gehabt. Hat es nicht gegeben bei ihm. Ja, ich bin dankbar, dass es solche Menschen gibt und die auch noch vom Fach sind, die darauf hinweisen, wo wir hinschauen sollen. Wenn wir zurückdenken mit dieser Covid-19-Geschichte, wenn wir zurückdenken mit dieser Covid-19-Geschichte, sie startete in Wuhan, der ersten Millionenstadt, die vollkommen mit 5G ausgestattet wurde. Der Aspekt ist mal erstens als Grundlegendstes ist, dass 5G den Körper schwächt. Das ist bewiesen, das ist klar belegt, wissenschaftlich belegt. Das wird nur von der Industrie nicht anerkannt, weil es ihre Kassen dann nicht mehr so füllt, wie sie es gerne hätten. Das ist es. Also dort ist es ausgebrochen und hat sich in die Welt verteilt. Und dort hat es viele Tote gegeben. Die Chinesen haben das 5G nicht abgestellt dann. Aber sie haben eine andere Idee gehabt. Sie haben sich 50 Tonnen Vitamin C ins Land geholt und haben diese verteilt. Und wenn du hochdosiert Vitamin C nimmst, Vitamin D3 auch, dann bist du schon mal auf einem guten Weg und stärkst deine Immunabwehr. Das ist etwas ganz Bedeutendes, dass wir zu keinem Zeitpunkt aus dem Bundesrat irgendwie vernommen haben. Das ist eine Pflicht, da
kommt keiner dieser Verantwortlichen dran vorbei. Das ist eine Pflicht, den Menschen auch zu sagen, wie sie sich helfen können und nicht, wie sie sich noch mehr schaden. Und das ist diese Corona-Maßnahme, die da durchgeboxt wird und polizeilich sogar noch dann verfolgt wirst, wenn du irgendeinen kleinen Ausrutscher machst, der nicht zu den Maßnahmen gehört. Was soll das? Das ist schlimm. Und vor allem diese Menschen, die wirklich Schutz brauchen, haben derart keinen Schutz. Das ist ein Witz. Ihnen wird nicht das gegeben, dass sie gestärkt werden können. Wird nicht getan. Im Gegenteil. Du liegst in einem Altenheim im Bett, hast irgendwas, kannst dich vielleicht schlecht bewegen oder bist nicht mehr so mobil. Und dann kommt eine Pflegerin rein. Im Gummianzug mit Maske vor dem Gesicht. Es ist kein menschlicher Kontakt mehr. Es ist eine ganz krasse Schwelle, Mauer dazwischen. Diese Menschen, oft, nicht selten, oft bereits schon im Sterbeprozess, der manchmal ein Jahr, manchmal 2 Wochen geht, manchmal so oder so. Die verlieren ihre Würde. Wir, ich, du und vor allem die Köpfe in Bern lassen das zu und geben unseren Alten und Gebrechlichen nichts von dem, was sie wirklich brauchen. Im Gegenteil, alles wird ihnen genommen. Die Traurigkeit ist riesig. Und in Trauer, Schmerz, Abgeschiedenheit und Isolation von diesem Leben zu gehen, zu sterben, das ist das, was ich keinem einzigen Menschen wünsche. Das ist das Hässlichste, was einem Menschen zum Schluss geschehen kann. Und da müssen die Bundesräte in die Verantwortung genommen werden. Und wer auch? Ja, wer auch? Die Presse. Die Mainstream-Presse. Die alles verteilt, großflächig verteilt in der Welt, dass es alle glauben. Und das tun sie, weil alle Mainstream-Medien gleichgeschaltet sind. Sie schreiben nur, was sie bekommen. Wirkliche Recherche findet gar nicht statt. Und das, vor allem dieser Beitrag entsteht heute wegen 20 Minuten. Was 20 Minuten sich da geleistet hat mit diesem Artikel zum Arzt in Wettingen, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Es ist ja noch lieb gesagt, wenn ich dann mal sage, Pressenutte. Das ist ja nett gesagt. Das ist noch viel schlimmer. Sie beteiligen sich an einem Verbrechen. Das tun sie. Lest das selbst nach. Ich mag es hier nicht mehr zitieren. Das ist ein grässlicher Artikel. Und dann seht mal die Seite dann. Was ist nebenan? Was? Wo? Alles wird ganz exakt dorthin platziert, dass du deinen Fokus hier hast und nebenan gleich auch noch weitergehen kannst und dann noch weiter. Sie schnüren es zusammen. Sie weben diesen Manipulationsteppich wirklich perfekt. Das können sie. Aber recherchieren, einen wirklich seriösen Journalismus an den Tag zu legen, das können sie nicht mehr. Das haben sie verlernt oder nie gelernt, die Jüngeren. Das ist hässlich, total hässlich. Und diese Medien, Blick, 20 Minuten, Tagesanzeiger, Bund, wer immer,
die müssen ebenso wie der Bundesrat in die Pflicht genommen werden. Eigentlich in meinen Augen wäre das ein Grund, um eine Firma zu verstaatlichen. Punkt, Ende. Enteignen. Der Schaden ist riesig. Der ist nicht mehr bezifferbar. Überhaupt nicht. Kommt hinzu, Thomas B., der Arzt, hat verkündet, an Ostern wird der Teufel, also ich glaube, hat er geschrieben. Das müssen wir wirklich, das muss auf der Platte bleiben. Ich glaube, nicht ich weiß oder seht nur, jetzt kommt ihr dran. Nein, ich glaube, dass der Teufel an Ostern Millionen Menschen grilliert. Und ja, er hatte nicht Unrecht. Er hatte überhaupt nicht Unrecht. Wären die Journalisten mal ein bisschen offener, würden ein bisschen breiter die Dinge betrachten, wären sie vielleicht selbst drauf gekommen. Der Teufel hat genau an Ostern das verkündet. Ist exakt so. Bill Gates ist dieser Teufel. Ich kann ihn nicht anders nennen. Echt nicht. Das ist ein neoliberaler Psychopath und Philanthrop, der wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, sich selber überschätzt, sich über die Natur stellen will und eine extrem übergreifende Art zeigt. Er will alle Menschen, 7 Milliarden Menschen, durchimpfen. Mit allem, was kommt. Wenn es Covid-19 ist, dann das. Wenn es SARS ist, dann das. Wenn es Ebola ist, dann das. Wenn es die neu erfundene Grippe ist, dann dieses. Er findet dann für alles Impfungen. Du ja, wenn du dich krank machen willst, lass dich impfen. Ich bin auch immer der Meinung, wähle selbst, wenn du es machen willst, tu es. Ich kann es niemandem anraten, überhaupt nicht, weil ich zu viel weiß, zu viele Schäden mitbekommen habe, die einfach nicht vertretbar sind. Das ist vom Tod bis zur Verkrüppelung alles dabei. Und das will dieser Bill Gates. 7 Milliarden Menschen in den Impfzwang drängen. Und dann, da ist er auch schon in der Pipeline, verkündet er auch öffentlich seine Worte, wird es einen Chip geben und dieser kontrolliert dich dann. Und wenn du einem Gegenüber bist, mit einem Gegenüber sitzt oder stehst oder irgendwo bist, dann checkt dieser Chip den anderen Chip ab und der andere den deinen. Und wenn dann irgendwie was gemerkt wird, kommt dann glatt das Kommando, oder was? Nee. Und was braucht man für das? 5G. Ja, ich habe es schon mal gesagt. Dass wer von Frequenzen und Schwingungen nichts wissen will, kann das ja tun. Dann soll er einfach seinen Mund halten. Und nicht blöd und doof in der Welt rumschreiben oder schreien. Ja, wer es nicht weiß, weiß nicht, dass sein eigenes Leben von dem überhaupt schon mal abhängt. Ohne die richtigen Schwingungen in der Natur leben wir nicht. Haben wir keine Chance. Ich finde die Entwicklung jetzt wirklich langsam bedenklich. Ich meine, vorher in den Wochen konnten wir uns ein bisschen ausruhen, konnten ein bisschen das und dieses tun. Und viele sind bereits heute überfordert mit den Kindern zum Beispiel. Sie machen Homeoffice zu Hause, haben 1 oder 2 Computer und 3 Kinder. Ja, dann stell dir mal vor, wie es dann wird. Ja, wir als Homeschooler, wir haben hier einen Vorteil. Wir sind uns gewöhnt. Wir tun das seit Jahren. Diese Menschen, die es noch nicht gemacht haben, die haben heute oft Probleme.
Ja, das ist nur eines. Das sind unsere Kinder. Was heißt nur? Das sind unsere Kinder. Und unsere Kinder sind ja jene, denen wir eine lebenswerte Zukunft oder weiteres Leben in diesem Planeten ermöglichen wollen. Und ja, vorher wollen wir nicht abtreten als Eltern, oder? Das ist so. Es ist eine unglaubliche Geschichte am Laufen. Echt, wirklich, die ist wirklich riesig. Und diese Geschichte ist von einem einzigen Mann, Bill Gates, in die Welt gerufen worden. Und heute steuern derart viele Organisationen und Fachleute das ganze Ding mit. Ja. Er hat's ja. Und ich sage es ja auch immer wieder, folgt dem Geld. Es ist eines der größten neuen Geschäftsmodelle, die die Welt je gesehen hat. Und wem dient es wieder? Ja, denen, die schon genug haben, nie genug bekommen. Und nein, Verschwörungstheorie, hin oder her, ich bin kein Charlie. Nein, ist echt nicht so. Wirklich nicht. Je ne suis pas un Charlie. No. Wer dann weiß, was Je suis Charlie heißt, weiß, dass er auf dem falschen Dampfer sitzt, dann, wenn er da mitgemacht hat, damals in Paris. Charlie Hebdo. Je suis Charlie heißt nichts anderes als ich bin ein Trottel. Nichts anderes. Sehr passend. Für alle Schlafschafe. Das ist so. Ich trauere um jedes Opfer, das ungerecht in dieser Welt durch Gewalt, durch Terror und vor allem durch False Flags, durch False Flag Terror ums Leben kommt. Das ist noch spezieller, weil dann wird noch gelogen, bis die Balken brechen. Es war bei 9/11 so, in London so, in Madrid so, in Paris so. Jeder und jede, die von Zahlen oder Zahlenlehren etwas verstehen, haben etwas bemerkt. Es ist ihnen wichtig, denen, die das durchführen. Es ist ihnen von Bedeutung, dass die Zahl stimmt, weil die Zahl Energie ist. Und daraus wird ein Ritual gemacht. Alle diese Terroranschläge, die ich jetzt genannt habe, haben einen rituellen Hintergrund. Alle. Aber wenn ich das natürlich sage, dann bin ich der Verschwörungstheoretiker, der völlig abgespaced ist. Nee, bin ich nicht. Ich bin der nachschaute, wo die Dinge liegen, recherchierte, wie tausende andere auch. Hast du das jemals getan? Oder glaubst du nur Blick und 20 Minuten? Lässt dir alles vorgekaut hinlegen? Nee, ich finde euch Menschen hier da draußen, die ihr nicht selbst recherchiert, alles andere als medienkompetent. Ihr seid Schwachköpfe geworden, wenn ihr alles so frisst und glaubt. Und da kannst du selbst aussuchen, ob du dazugehörst oder nicht. Ich werde das nicht beurteilen, das kannst du selbst finden. Und ich finde diese Menschen die gefährlichsten Menschen dieser Welt. Sie gefährden den Frieden, den sozialen Frieden, in einem unglaublich derben Maße. Das ist unglaublich. Eigentlich, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet,
müsste die Dankbarkeit derer, die selbst nicht die Dinge hinterschauen wollen, hier sein. Ist es nicht. Im Gegenteil, wenn dann jemand kommt und das Weltbild, das derart schon betoniert und zementiert ist, mal ein bisschen wackeln lässt, dann geht man auf ihn oder sie los, macht ihn fertig. Teilweise wörtlich, also echt krank. Die kognitive Dissonanz, die entsteht derart, indem dass man alles frisst und sich manipulieren lässt. Und ich möchte wieder dafür aufrufen, organisiert euch regional, vernetzt euch in der ganzen Welt, wo ihr könnt, organisiert euch regional, kommunal und schaut, dass ihr autarker werden könnt. Ganz wird es derzeit nicht gehen können. Was ihr vielleicht auch mal überlegen solltet, ist in meinen Augen das eigene Geld. Wenn ihr eine Gemeinde seid, dann habt ihr die Möglichkeit, ein Geldsystem zu machen. Das ist möglich. Und so geht der Wohlstand, der vernünftige Wohlstand, nicht flöten. Der überbordende, der soll gehen, wohin er hingehört. Ein vernünftiger Wohlstand ist für jeden Menschen auf diesem Planeten erwünscht. Ja, doch die Kassen dauernd immer füllen, die denken nicht daran, irgendwie ihr Vermögen zu verteilen. Den Menschen das zurückzugeben, was sie gestohlen haben. Sie denken nicht an das. Sie denken nur daran, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das ist das große Problem. Und da müssen wir, wenn wir wirklich politisch selbstverantwortlich handeln und denken wollen, da müssen wir Regeln haben, Regulatorien, die eingeführt werden müssen. Und die sind bei uns schon immer zu schwach. Ja, informiert euch ein bisschen, wer die Schweiz wirklich in den Händen hält, im Griff hat. So ein kleiner Tipp, 13 Blutlinien, die Schwester der ISIS, die Besatzungsmacht des Vatikan und. Die Schweiz war auch beim Sklavenhandel voll mit dabei. Von Basel aus wurde derart viel organisiert und Menschen in die ganze Welt dirigiert, verkauft. Die Schweiz hat da sehr viel aufzuarbeiten. Wirklich viel. Da kümmert sich niemand drum. Ja, was geht mich das an? Das war ja. Nee, du hast diesen Wohlstand nur darum, weil derartige Scheiße früher war. Nur darum. Ja. Verschwörungstheorie. Nein, ist es nicht. Historisch belegbar. Auch der Klimawandel, der ja jetzt mit Corona auch wieder auf den Tisch kommt. Und sie können ja nicht demonstrieren. Friday for Future geht gar nicht. Man kann nicht auf die Straße. Jö. Und dann wird natürlich überall wieder geschrieben und verteilt, bitte keine Kinder kriegen oder bekommen, weil sie, ich glaube, 48 oder 58,7 Tonnen CO2 produzieren würden. Wohlverstanden hier, in den Wohlstandsländern. Ja, in Afrika sind es dann noch 0,4 Tonnen pro Kind. Aber wir wollen die Afrikaner zu uns holen. Kommt. Und wie viel CO2 würden sie dann hier produzieren? 0,4 Tonnen. Wo ist das Hirn, das selbstständig denken kann? Jedem Mist zu glauben, den die Presse hier liefert, ist das Gefährlichste,
das es gibt in der Zeit, in der wir jetzt sind. Und wenn wir es können, sollten wir den Fernseher entsorgen, die Zeitungen durchsehen, sich selbst die Meinungen bilden und nicht nur mit den Informationen der Mainstream-Presse. Das ist ja das Verderbliche daran, weil diese nur noch lügt und Müll bringt. Nur noch. Ich kann da fast keine wirklichen Journalisten und Journalistinnen mehr erkennen. Sogar beim Radio und Fernsehen der Schweiz. Der Raucherhusten war's. Nein, macht euch selbst ein bisschen mehr Gedanken. Es ist unglaublich, wie er euch manipulieren und führen lässt. Wer ist der Chef von euch, wenn nicht ihr selber? Der Staat, der Chef in der Firma, der Freund oder die Freundin. Nee, kommt zu euch selbst, denkt selbst, handelt selbst und ja, seid ein bisschen kritischer und breiter in der Informationsaufnahme. Derart seid ihr verloren. Schönen Tag.